Oh, gut, wir sind live. Hallo zusammen, schönen Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Livestream. Wir haben ein neues Thema über Schweizer Militär. Ja, heute wollen wir zusammen über Schweizer Militär reden. Ich hoffe, ihr helft mir ein bisschen. Ich bin wirklich nicht so eine grosse Expertin. Ich war selber nie im Militär. Aber ich habe Brüder, die im Militär waren. Und mein Vater war im Militär. Und natürlich andere Männer aus der Familie. Oder Freunde. Hallo Olivia. Hallo zusammen. Also, fangen wir mal an. Was denkt ihr zu der Schweizer Armee? Ihr könnt mir schreiben. Schreibt im Kommentar, was ihr denkt, was ihr für Erfahrungen habt, wie das ist in eurem Land. Olivia, du bist auch nicht im Militär gewesen. Ja, wir Frauen haben es gut. Für uns ist das freiwillig, ob wir ins Militär gehen oder nicht. Bist du ins Militär gegangen? Also vielleicht nicht unbedingt in die Schweizer Armee, vielleicht in deinem Heimatland in der Armee. Hast du müssen kämpfen oder bist du trainiert worden als Soldat? Bist du in die Rekrutenschule gegangen? Hallo Dario. Also heute reden wir über die Armee, nicht unbedingt über den Krieg. Also wenn es eine Armee gibt, heisst es zum Glück noch lange nicht, dass es dann auch Krieg gibt. Vielleicht ist die Armee ganz wichtig, dass es eben keinen Krieg gibt. Was denkst du? Olivia, du denkst, es ist sehr wichtig, dass wir ein Militär haben. Dass im Fall von Krieg können sie uns schützen. Ja. Also, da ist noch eine kleine Reklame. Wir haben eine neue App für Swiss German Online. Das heisst Swiss German with Catherine. Und das ist aber nur auf iPhone im Moment. Also wenn du ein iPhone hast, dann kannst du schauen, ob die App im App Store findest. Swiss German with Catherine. Und dann kannst du Filme schauen und Flashcards, also Wörter üben mit Flashcards und an dem Montagabendkurs mitmachen, alles über die App. Dario, genau, du hassest Krieg und alle Waffen. Mhm. Du bist ja aus Kroatien, dann hast du vielleicht irgendwie noch eine Erinnerung an Krieg, ja? Wo es bei euch Krieg hatte, ist das sicher nicht eine schöne Sache gewesen. Sicher, vielleicht magst du dich noch ein bisschen daran erinnern. Nein, Dario, leider die App, die ist im Moment nur für iPhone. Mit der Zeit müssen wir auch eine Version machen für Android-Telefon, aber das braucht noch ein Zeitchen. Das ist noch nicht so weit. Also wir melden sicher melden, wenn man dann eine Applikation hat, die auch für Android-Telefon geht. Ist es fair, dass die Frauen nicht ins Militär gehen müssen? Ja, also in der Schweiz ist es so, dass alle jungen Männer müssen in die Armee. Sie werden ausgemustert, sie werden eingezogen und sie werden eingeteilt in eine bestimmte Kompanie und so. Alle müssen Rekrutenschule machen und alle müssen in die Armee, ausser sie sagen, sie wollen Zivildienst machen, weil das nicht vereinbar ist mit ihren Werten oder so. Dann können sie auch Zivildienst machen, aber sie müssen etwas machen oder sie müssen vor allem auch zahlen, wenn sie nicht in die Armee gehen. Olivia, du glaubst, das ist fair, dass Frauen nicht ins Militär gehen müssen, aber sie dürfen, wenn sie wollen, wenn sie unbedingt dabei sein
dann können sie ins Militär. Ah, Dario, du hast das Glück, du bist kein Schweizer, also du musst nicht in die Schweizer Armee. Hast du einmal in die kroatische Armee gehen? Das ist die Frage. Und du findest es eine Zeitverschwendung für viele Kollegen von dir. Also, das ist für dich, es ist doch im Ganzen ein Jahr, wo man da in der RS und in den WKs verbringt. Ja, und du sagst, das ist einfach eine Zeitverschwendung. Olivia, du meinst, Zivildienst ist ganz gut und praktisch. Also Zivildienst kann eine gute Alternative sein. Man lernt vielleicht einen anderen Bereich vom Leben kennen. Man kann zum Beispiel ins Spital arbeiten oder mit armen Leuten arbeiten, als Sozialarbeiter arbeiten oder in einer Schule arbeiten. Ich glaube, zeitlich ist es ein bisschen länger als die Armee. Also man muss ich glaube, ein Jahr, oder ich weiß es nicht genau, oder vielleicht gleich lang. Genau, Zeitverschwendung, Olivia, das ist a waste of time. Also da sitzt man einfach in der Armee, man tut ein bisschen Armee-Kriegerlis spielen, man tut vielleicht sportlich sich betätigen, aber der Dario meint, das ist nicht so nützliche Zeit. Also die Zeit ist nicht sehr nützlich verbracht. Genau, Zivildienst für alle. Anstatt dass die Frauen nichts machen, könnte man sagen, mindestens Zivildienst müssen sie machen. Das wäre obligatorisch für alle. So ein Jahr Dienst an der Gesellschaft. Irgendetwas machen für andere, ohne dass man viel Geld bekommt und reich wird. Olivia, du bist dabei, aber nur, wenn es nur 2 Wochen sind, nicht ein ganzes Jahr. Da haben wir Soldaten, die im Dreck rumkraxeln. Manchmal ist es ganz streng in der Armee. Ja, es wird viel gefordert von unseren Soldaten. Zivildienst in den Bergen, Olivia, das ist sehr wahrscheinlich noch schön, oder? Streng, vielleicht auch streng, so wie die Armee. Wie findest du die Armee, das Militär, findest du das streng? Von dem, was du schon gehört hast, was sie haben müssen machen? Deine Kollegen oder deine Freunde, die ins Militär sind? Ich weiss von meinem einen Bruder, der ist wirklich so im Dreck rumgekraxelt und er hat es sehr streng in der Armee. Er hat es ein bisschen extrem gefunden, was sie haben müssen machen. Sie mussten auch schwere Sachen umtragen, irgendetwas so Antiraketen, etwas, aber ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall mussten sie schweres Zeug mit sich umtragen, im Dreck rumkraxeln, schleichen. Olivia, du glaubst, es ist nicht so streng in der Schweiz. Da müssen wir jetzt jemanden fragen, der Soldat war. Je nachdem, meine zweite Brüder. Er war Lastwagenfahrer. Er hatte als Kind eine Operation. Sie wollten ihn nicht sportlich zu fest fordern. Eine Herzoperation hatte er, eine grosse. Und dann, auf jeden Fall war immer noch die Narbe sichtbar und sie haben ihn so an einen sicheren Ort da, als Lastwagenchauffeur. Und das hat er nicht so streng gefunden, glaube ich. Sie mussten auch viel warten. Also, findest du das Militär etwas Sinnvolles oder nicht? Also in der Schweiz hat es ja auch schon Initiativen gegeben und Abstimmungen gegeben für eine Schweiz ohne Armee. Es gibt Leute, die denken, das ist eben Zeitverschwendung und eine Geldverschwendung,
wir wollen keinen Krieg, wir wollen nicht andere Leute umbringen, das bringt es nicht, das ist nicht sinnvoll. Wir können Besseres machen mit dem Geld. Was findest du? Findest du das Militär etwas Sinnvolles oder nicht? Ja, also ich denke, ich sehe schon ein, heute reden wir weniger vom Militär abschaffen. Die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Der Kalte Krieg ist zwar vorbei, aber es könnte da trotzdem Unruhe geben oder die Weltsituation ist weniger stabil als früher. Genau, Dario, du sagst auch, vielleicht hat es jetzt Sinn, wenn eben die Bedrohung von einem Krieg ist doch ein bisschen grösser geworden oder die geopolitische Lage in der Welt ist unsicherer. Ja. Und dann ist es vielleicht doch gut, wenn man sich verteidigen kann, wenn man eine Armee hat, wenn man organisiert ist schon und Strukturen hat, wo man dann darauf bauen kann. Ist das Militär in deinem Land obligatorisch? Also müssen alle jungen Männer in die Armee gehen oder nicht? Die Frau, die hat jetzt gerade eine amerikanische Flagge. In Amerika ist es nicht obligatorisch für alle. Das ist ja ein riesiges Land. Das wäre eine mega grosse Armee, wenn alle jungen Leute müssten ins Militär gehen. Ja. Aber die Schweiz ist ein kleines Land. Da braucht es jeden, der einsatzbereit ist und bereit ist, für sein Land zu kämpfen. Bei dir ist es auch nicht obligatorisch, Olivia. Also bei dir, Olivia, das heisst Polen, oder? Also. Ja, Dario, am besten wäre, wenn es gar keine Waffen gibt. Also alle Kriege müssten wir mit Faust austragen. Am besten die 2 Präsidenten, die gegeneinander kämpfen, in einem Boxkampf oder so. Und dann würden nicht so viele Menschen sterben im Krieg. Aber das ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Also die Soldaten, die lehren, Soldaten sind, die die Ausbildung machen, denen sagt man Rekruten. Das ist ein Rekrut. Ja. Mit 20 gehen viele Leute, viele Junge in die Rekrutenschule. Wenn sie Matura gemacht haben, gehen sie gerade weiter in die RS, Rekrutenschule, das ist die RS, und haben nachher die Möglichkeit, gerade bevor sie die Uni anfangen, im Oktober ihre RS zu machen. Und da haben wir eine ganze Kompanie von Soldaten. Da präsentiert sich die Armee. Das ist die Armee. Also das ist das Fußvolk, da hat es Fußsoldaten und natürlich hat es Panzer und Militärflugzeuge und einmal hat es sogar noch Kavallerie in der Armee. Genau. Mein Vater, der war bei der Kavallerie. Also er hat mit Ross zu tun am Anfang. Ich glaube, das hat ihm gefallen. Er ist ein Bauernsohn und er hat gerne Tiere. Und sie sind mit der Ross, beim Train hat das, glaube ich, geheissen. Mit der Ross sind sie in den Bergen und haben Waren transportiert. Genau. Also, denkt daran, wenn euch den Livestream gefällt, wenn ihr möchtet Schweizerdeutsch lernen, dass ihr auf Subscribe oder den Join-Knopf drücken, also dass ihr euch anmeldet, ein Abo habt vom Schweizerdeutsch-Kanal und dass ihr dann immer wisst, was läuft und geht. Ja, und das ist Mann in Uniform
mit einem Tarnanzug und einem Helm, so dass man ihn nicht so gut sieht in der Natur. Er ist ein Soldat. Genau. Das sind Soldaten. Also Soldaten tragen Uniform, meistens so eben Camouflage-Uniformen, die sich verstecken in der Natur. Oder sie haben dann schöne Uniformen, die sie anziehen, zum Beispiel an der Parade zu laufen. Da haben wir ganz viele Füsilier, das sind die Gewehr haben, die vorausgehen, die schiessen. Ja, und in der Schweiz müssen natürlich alle Leute regelmässig schiessen und das wieder üben. Ja, wir haben Gewehr daheim, die Soldaten haben Gewehr daheim und sie gehen regelmässig üben, schiessen, jedes Jahr, dass sie das nicht vergessen. Da haben wir eine Gruppe Grenadier. Grenadier sind so ganz extreme Soldaten. Die Grenadierausbildung ist sehr hart. Das sind häufig Soldaten, die vorausgehen, die so Häuser erobern und Gelände erobern oder vielleicht Orte ausspionieren oder so. Das sind Aufgaben für Grenadier. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich etwas falsch sage. Ihr könnt auch später im Kommentar noch dazu schreiben. Da haben wir eine ganze Serie von so Geländefahrzeugen, die überall durchkommen und man kann auch Schiessen mitnehmen. Und dem sagt man auf Deutsch und Schweizerdeutsch Panzer. Das sind Panzer. Ja, Panzer sind Fahrzeuge, die durch die Linie vom Feind brechen und vorausgehen und das Fußvolk auch ein bisschen schützen. Aber ich weiss gar nicht, wie viele Panzer das wir haben. Wir haben sicher auch Panzer in der Schweiz. Ja. Und auch in der Schweiz haben wir so Flugzeuge. In der Schweiz haben wir F-18 und es ist im Moment gerade eine grosse Debatte, wie viel neue Flugzeuge das wir brauchen und wie viel das wir investieren müssen für eine neue Flotte von Flugzeugen, dass die Armee den Luftraum der Schweiz schützen kann. Olivia, ich glaube, Panzerblockaden sind Panzerblockaden. Manchmal siehst du noch vom Zweiten Weltkrieg her in der Schweiz so grosse Betonklötze plötzlich auf dem Feld, so eine in regelmässigen Abständen. Das sind so Panzerblockaden, so dass die Panzer dort nicht einfach durch können. Das sind noch Sachen, die vom Zweiten Weltkrieg her geblieben sind. Genau, Militärflugzeug. Die Luftarmee. Air Army. Ja, Militärflugzeug ist auch gut. Also wir müssen, sind uns aber überlegen, wir wissen noch nicht genau, was für Flugzeuge dann die Schweizer Armee schlussendlich überkommt, aber sie hat schon ein Budget bekommen. Wir hatten ein Referendum und haben entschieden, dass die Armee ein Budget hat, ein grosses Budget, um neue Flugzeuge zu kaufen. Neue Jet. Und das ist so ein tödliches Instrument, das man mit sich herumträgt und dann eben da vom Boden aus, dass man besser zielen kann, tut das aufstellen und dann zielen und schiessen auf Stellungen vom Feind oder so. Das ist eine Waffe oder ein Maschinengewehr. Ein Maschinengewehr, das so ganz schnell kann, ganz viele Schüsse abgeben kann. So. Ihr habt vielleicht gemerkt, auf dem
auf dem Titelbild von unserem Film von heute bin ich da mit einer Waffe. Mein Sohn ist so ein Waffennarr, das sind seine Sachen gewesen. Aber ich habe nicht gerne Waffen in der Hand. Das ist so eine Waffe gewesen, eine Pistole mit so Plastikkügeln. Und er geht manchmal schiessen, er geht manchmal spielen mit seinen Freunden. Das war eine Pistole gewesen, aber ich habe nicht gerne Waffen in der Hand. Tun ihr gerne schiessen? Sind ihr auch schon schiessen? Oder ist euch schon etwas passiert mit einer Waffe? Oder mit einem Pfeilenbogen? Oder mit einem Luftgewehr? Oder mit anderen Waffen? Haben wir schon einen Unfall gehabt? Ja, das war eine Pistole. Ja. Also da unten im Link unter dem YouTube-Film, im ersten Link, habt ihr einen Link zu der Applikation, wo ihr sie herunterladen könnt. Also für die interessiert sind, die können dann die Applikation herunterladen. Und dann gibt es so eine recht schreckliches, eine schreckliche Waffe von einer Bombe, die man in der Hand hat und dann aktiviert und muss wegschiessen. Ich glaube, irgendein Grossonkel von mir oder so hat einmal einen Unfall gehabt mit so einer, wisst ihr das, wie das heisst? Handgranate. Mit so einer Handgranate hat er einen Unfall gehabt und dann hat er ein paar Finger weg gehabt. Also er hätte Zahnarzt werden, aber er hat einen Unfall gehabt und dann nachher ohne Finger kann man nicht gut Zahnarzt werden. Dann ist sein Bruder Zahnarzt geworden. Granatäpfel, Dario, das habe ich gern. Granatäpfel sind viel besser. Das sind die Früchte mit den roten, saftigen Pünktchen oder Kernchen drin. Das ist viel besser. Da bin ich einverstanden mit dir. Und dann ganz perfides ist das eine Waffe oder Instrument sind Minen, die man versteckt und einfach unschuldige Leute, auch wenn sie draufkommen, dann schwer verletzt werden oder sterben, wenn sie auf Minen stehen. Das ist ganz perfid und das ist nicht schön. Ja, also wenn man auf einer Mine steht, dann explodiert die Mine und sie kann die Personen gerade töten oder sie kann ihnen Bein abreißen oder sie schwer verletzen. Das ist nicht lustig. Explosionen sind sehr laut und es machen viel kaputt. Ich hoffe, es explodiert nichts in nächster Zeit. Weder irgendeine Gasleitung, irgendein Unfall oder von einer Bombe. Und da haben wir einen Angriff. Ja. In der Schweiz haben wir jetzt keine Angriffsarmee, also wir tun nicht andere Länder angreifen oder andere jemanden angreifen, ja, sehr wahrscheinlich andere Länder, das sind eigentlich die potenziellen Feinde, sondern unsere Armee ist nur da für die Verteidigung. Also wir möchten unser Land können verteidigen gegen einen Angriff von außen. Also wenn jetzt zum Beispiel Deutschland wird kommen oder Frankreich wird kommen oder so, dann wollen wir uns können verteidigen und sagen, stopp, das ist unsere Grenze, da können wir nicht mehr weiter. Wir kämpfen für unser Land. Genau. Also wir verteidigen uns verteidigen und das ist sehr legitim, dass man sich verteidigt.
Ja, man kann auch sagen, ein Virus greift an. Genau, ein Virus greift das Immunsystem an. Ja, und dann bist du geschwächt und deine weißen Blutkörperchen, sie müssen sich verteidigen, sie müssen den Körper verteidigen gegen den Angriff von außen. Kann man auch sagen. Und ein Schuss, oh, das war ein Schuss. Also, wenn man schiesst, dann ist das ein Schuss. Wenn du gut triffst, dann kannst du mit einem Schuss einen Menschen töten. Ja, der Schuss. Und da hat es ganz viel Rauch gegeben und man sieht nichts mehr. Es ist alles verschwommen. Man wird orientierungslos. Das ist, wenn man eine Rauchgranate rühren. Dann kann man sich vielleicht im Schutz von dem Rauch zum Feind vorkämpfen oder man kann sich zurückziehen und verstecken. Man ist nicht mehr so einfach einfache Zielscheibe für die anderen, sondern sie sehen nicht mehr richtig. Das ist vielleicht noch eine gute Sache. Ja, und da hat der Soldat, der hat einen Tarnanzug an. Habt ihr selber so Tarnanzug, Camouflage? Braucht ihr das, wenn ihr in die Natur geht? Das ist ja heute, kann man das einfach kaufen und anziehen. Also man muss nicht unbedingt ein Soldat sein und in der Armee sein. Es gibt Leute, die das sehr gerne haben, so Armee-Look. Oder auch wenn sie eben in die Natur gehen oder möchten Tiere beobachten oder so, dann ist das manchmal auch praktisch, wenn man nicht gerade so auffällt und wenn man nicht gerade gesehen wird, auch von den Tieren. Das ist ein neuer Ausdruck, der Tarnanzug. Also, die Frage ist, sollen wir Schweizer neue Militärflugzeuge kaufen oder nicht? Sollen wir in unsere Armee investieren, vor allem in Flugzeuge, die nach ein paar Minuten schon aus der Schweiz raus sind, weil die Schweiz so klein ist und sie so schnell fliegen? Sollen wir neue Flugzeuge kaufen oder nicht? Was hättest du abgestimmt bei der letzten Abstimmung? Die Abstimmung war sehr, sehr knapp. Also nur ganz wenig, also es war fast 50-50%. Also es war, glaube ich, 51% oder so, die Ja gesagt haben für neue Militärflugzeuge, für das Budget. Olivia, du glaubst, es ist nicht nötig. Genau, das Schweizer Volk hat schon darüber abgestimmt. Dario, du willst jetzt nicht noch die Schweizer korrigieren. Der Entscheid ist gefallen. Das Volk hat entschieden und das ist in der Schweiz auch heilig, oder? Daran muss man sich halten. Politiker halten sich daran. Wenn das Volk entschieden hat, dann wird so gehandelt. Das muss man nicht mehr hinterfragen. Olivia, du denkst, es ist trotzdem eine Geldverschwendung. Macht es eben Sinn, das ist die Frage, Olivia, so viel Geld ins Militär zu investieren? Macht das Sinn? Also, die Frage ist, wie viel braucht es, dass wir eine gute Armee haben, die uns helfen kann in schwierigen Zeiten oder in Krisenzeiten. Aber wie viel ist zu viel? Und es ist immer schwierig zu wissen, was kommt. Was würdest du als Präsident machen? Wenn du Präsident wärst von der Schweiz, Bundespräsident oder ein Bundesrat vom Militärdepartement, und für was würdest du dich einsetzen?
Ja, Dario, Amerika investiert immer sehr viel in die Armee, aber konkrete Zahlen kenne ich nicht, also keine Ahnung, aber sie haben natürlich extrem gute Waffen und viele Soldaten und Flugzeugträger und das ist schon enorm, wie viel Geld sie ausgeben. Du denkst, Dario, der Präsident kann nicht so viel machen. Also die Frage ist, würdest du Geld ins Militär investieren oder nicht? Oder würdest du eher schauen, dass man in oder so investiert? Ja. Dann die nächste Frage. Findest du, dass es wegen der Militärflugzeuge zu viel Fluglärm gibt? Zu viel Fluglärm, also ist besser Fluglärm als Luftlärm. Findest du, dass es wegen der Militärflugzeuge zu viel Fluglärm gibt? Ab und zu üben sie, ab und zu hört man eins über unserem Kopf vorbeifliegen. Also, Daria, du meinst, in dieser Zeit ist es schon gut, ins Militär zu investieren. Man kann nie vorsichtig genug sein. Und ja. Olivia, dich stören die Flugzeuge nicht. Also ich habe es jetzt auch nicht so schlecht in Erinnerung. Manchmal, in Bayern ist ein Militärflugzeug und manchmal hört man von dort Flugzeuge starten, landen und sie fliegen auch ein bisschen bei uns vorbei, bei meinen Eltern. Aber so störend ist jetzt das nicht. Habe ich auch nicht das Gefühl gehabt. Wie ist das? Hätten die Schweizer überhaupt eine Chance, wenn sie angegriffen werden von wenn Russland plötzlich würde einmarschieren quer durch Europa in die Schweiz oder wenn die Amerikaner würden kommen? Wer weiß? Das ist zum Glück eher unwahrscheinlich. Ja, aber könnte sich die Schweiz verteidigen gegen einen Angriff von einer grösseren Armee von außen? Ja, die Frage ist, wer ist der Feind? Wer würde uns angreifen? Werden das Terroristen sein oder irgendwie Islamisten, die Richtung Europa kommen? Oder was? Oder hoffentlich gibt es gar keinen Krieg. Also, vielleicht ist jetzt das in der nächsten Zukunft mehr ein Cyberkrieg als ein richtiger Krieg auf dem Land mit Soldaten. Habt ihr eine Waffe daheim? Also die Schweizer Soldaten haben ja ihre Waffen daheim, bis sie ausgemustert sind, bis sie nicht mehr zu der Armee gehören und ihre Sachen abgeben müssen. Sie haben auch ein bisschen Munition, aber das ist verplombt. Das darf man ja nicht brauchen, wenn nicht Ernstfall ist. Ein Ernstfall. Dario, du meinst noch zu den Chancen der Schweiz, wenn wir Schweizer würden uns zurückziehen in die Alpen und so einen Partisanenkrieg führen gegen die Besetzer, gegen die Besetzungsmacht, dann hätten wir vielleicht eine Chance. Die Schweizer Alpen haben ganz viele Bunker und sind ganz durchlöchert wie Schweizer Käse. Also es hätte doch recht viel Platz, wo man sich verstecken kann. Alpen. Olivia, du hast zum Glück keine Waffe daheim. Ja, weil wenn man eine Waffe hat, dann ist immer die Chance da, dass irgendetwas passiert mit dieser Waffe. Ja, findest du gut, dass die Schweizer ihre Waffen daheim haben oder nicht? Olivia, du hast die Waffen der Schweizer Soldaten gesehen.
im Keller. Ja, und dann gehen die Soldaten mit ihren Waffen in die Armee. Sie müssen sie mitnehmen. Also wenn sie unterwegs sind im Zug oder so, dann müssen sie ihre Waffen mitnehmen und reisen mit der. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen unangenehm, wenn man so Leute begegnet. Olivia, du findest, es ist besser, ohne Waffen zu leben? Ja. Ausser man ist vielleicht Jäger oder Schütze, so Sportschütze oder so. Also, wann war die Schweiz das letzte Mal in einem Krieg gewesen? Wann hat es das letzte Mal wirklich so Kriegsaktivitäten gegeben auf Schweizer Boden? Wisst ihr das? Also, da muss man schon ein bisschen zurückgehen. Also 1939, 1847, 1914 oder 1813. Wann war die Schweiz das letzte Mal in kriegerische Aktivitäten verwickelt gewesen? Wann haben das letzte Mal Soldaten aktiv auf Schweizer Boden gekämpft? Olivia, du vermutest, es war 1813. Dario, du auch? Ja, ich habe da ein bisschen Nachhilfe im Unterricht gebraucht in Sachen Schweizer Geschichte und ein bisschen gelesen. Oder B, genau, B, 1847, ja, um 1850, 1847 hat es in der Schweiz den Sonderbundkrieg gegeben. Das sind katholische Kantone, so ein bisschen konservative Kantone, gegen die liberalen, protestantischen Kantone ein bisschen auf Barrikaden gegangen. Sie haben sie haben ihre Unabhängigkeit bewahren. Es ist um Unabhängigkeit gegangen. Es war ja ganz ein loser Staatenbund gewesen. Alle Kantone hatten ihre eigene Regierung und sind noch viel unabhängiger gewesen als heute. Und dann hat es einen Krieg gegeben. Und nachher ist dann die neue Verfassung gekommen und dann hat man nach dem Vorbild von Amerika so einen Bundesstaat gemacht. Also, wo zum Beispiel die Armee nachher nicht mehr kantonal geregelt ist, dass jeder Kanton seine Armee hatte, sondern zum Beispiel die Armee ist nachher dem Schweizer Staat unterstellt gewesen. Genau, die Schweiz hat sehr Glück gehabt, dass sie weder im Ersten Weltkrieg noch im Zweiten Weltkrieg involviert war und musste kämpfen. Also wir haben höchstens unsere Landesgrenzen verteidigt. Also, für die Lust haben, regelmässig an einem Schweizerdeutschkurs mitzumachen und auch Filme zu schauen. Am Montag, am Abend, am 8. Uhr ist unser Kurs. Wenn du keine Zeit hast, dann wird das aufgenommen und du kannst das später schauen. Du siehst auch einen Link unten und eine Beschreibung. Also du kannst mal nachschauen und suchen, ob das etwas für dich wäre, wenn du möchtest auch lernen Schweizerdeutsch reden. Nach dem Montagabendkurs, der online ist, also so ein Livestream, gibt es noch ein Zoom-Treffen, wo du üben reden. Ja. Und dann noch eine Frage. Wie lange muss man im Ganzen in der Schweiz ins Militär? Also Soldaten, wie viele Diensttage haben sie? So ein bisschen plus minus 90 Tage oder 500 Tage oder 300 Tage oder 150 Tage? Wie viele Tage muss also ein Schweizer Soldat in der Armee dienen? Also wir reden von einem normalen Soldat, nicht jemand, der irgendwie Offizier ist oder weitermacht. Und sobald man natürlich weitermacht und Karriere macht in der Armee, dann nachher
muss man länger in die Armee gehen, also dann muss man länger dienen. Also Olivia, du vermutest nur 90 Tage, Dario, du sagst 150 Tage. Also der RS geht schon 15 Wochen, die Rekrutenschule, 15 mal 7. Das wäre vielleicht dann fast, ja, 15 mal 10 wäre 150 Tage. Aber nachher gibt es noch 6 Wiederholungskurse, die je 19 Tage gehen. Also Olivia, du meinst, das ist eine Zeitverschwendung, Dario. Aber ich glaube, es ist eben so, dass im Großen und Ganzen ist dann nachher ein Soldat 300 Tage, also etwa ein Jahr lang, in der Armee. Es gibt Leute, die machen alles im Stück, die durchdienen und die haben 300 Diensttage. Und es gibt auch Leute, die machen DRS und dann machen sie alle paar Jahre wieder eine WK von etwa 19 Tagen. Und die haben 6 Mal eine WK, alle 2-3 Jahre. Und dann kommen sie auch, glaube ich, ungefähr auf 300 Tage. Also man muss ungefähr ein Jahr rechnen, wo die jungen Schweizer in der Armee dienen, ihrem Volk dienen. Ja, wenn es um Zivildienst geht, Dario, genau, das wäre dann sicher keine Zeitverschwendung. Das ist sehr eine nützliche Sache und ich denke auch für aber auch die Armee kann für die Soldaten eine Bereicherung sein. Sie können viel Kontakt knüpfen mit anderen Schweizern. Jetzt muss ich gerade etwas trinken. Und je nachdem etwas Interessantes auch lernen. Und da haben wir noch eine letzte Frage. Ist es eine gute Strategie, eine Bombe in einer Brücke zu verstecken? Also es geht darum, dass es gibt in Schweizer Brücken, glaube ich, noch Bomben vom Zweiten Weltkrieg her. Und wenn dann der Hitler wäre gekommen, dann hätte man die Bombe in die Luft gesprengt und dann nachher hätte er nicht können über die Aare kommen oder über den Fluss oder über den Rhein. Dann hätte er ein Verkehrshindernis gehabt, das er hätte mindestens verlangsamt, wenn nicht gestoppt. Und darum hat man in der Brücke ein Sprengsatz versteckt, wo man hätte können in die Luft sprengen im Ernstfall. Aber natürlich, später fällt die Brücke. Ja, und man muss sie wieder aufbauen. Olivia, du findest das keine gute Strategie. Es ist besser, Brücken zu bauen, als Brücken kaputt zu machen. Genau. Aber natürlich, wenn die Armee dafür nicht weiterkommt, weil ein grosser Fluss ist und keine Brücke, dann ist das vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht muss man manchmal eine Brücke opfern. Aber generell ist es besser, Brücken zu bauen zwischen den Menschen. Okay, es hat mich gefreut, mit euch zu reden. Heute am 9. Uhr haben wir noch einen Kurs, der Dario ist auch dabei, wo wir auch reden auf Zoom. Das ist ein Zoom-Kurs. Wir finden verschiedene Themen, die wir zusammen anschneiden und darüber reden. Das ist für fortgeschrittenere Leute, die schon ein bisschen besser Schweizerdeutsch können. Die Leute, die Anfänger sind oder die noch nicht so gerne frei reden oder so, die können gerne am Montagabend kommen in unseren Kurs. Dort lesen wir auf dem Zoom Dialog lesen und so nach Muster so Dialog durchspielen. Ja, und ich danke auch denen, die mich unterstützen, die mir einen Kaffee spendiert haben oder Filme sich eingeschrieben haben für extra Filme und so. Danke auch diesen Leuten und denkt daran, dass ihr auch
Subscriber werden, dass ihr könnt Mitglieder werden von meinem Kanal und neue Informationen bekommen. Gut, das war alles für heute. Wir haben ein bisschen über die Armee geredet. Ich hoffe, das ist etwas, was euch auch ein bisschen interessiert hat oder ihr habt vielleicht etwas Neues lernen können. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was es heisst, wenn jemand muss in die RS gehen oder in WK, in den Wiederholungskurs. Und ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.